Könnt ihr euch an euren ersten Kuss erinnern? Ich bin mir überlegen. Erster Kuss. Ich weiss eigentlich noch, wo halt Küssen so etwas Neues war, sind wir mega so intim gewesen, bla bla. Ich weiss, wann ich mich erinnern. Ja, richtiger Kuss. Ich glaube, ich weiss schon mit wem. Also richtiger Beziehungskuss. Mit dem Felix wahrscheinlich. Oha, Felix? Schau mal, wie der dort liegt. Er sieht aus wie ein Sack, der eingepennt ist. Kennen wir die Küchenchat? Die Roulade? Ah nein, jetzt liegt er wieder weg. Er hat vorhin so ausgesehen wie so eine Roulade. Oder der so liegt. Wie Frauen auf Insta anschreiben mit Beispiel. Wenn ihr mal ein paar Tipps vom Profi. Also wie schreibt man eine Frau an? Man schreibt so an. Ey, willst du Toni Mate? Nein, okay. Gell, Felix? Ja. Tut euch dann übrigens nicht wundern wegen dem orangen Tüchli. Eigentlich wäre das sein orange Tüchli, das er schon drauf liegt, damit es wegen den Haaren nicht so haaret. Und ihr seht, er rebelliert sehr. Die Frau tut man am besten einfach anschreiben mit irgendeinem Zusammenhang. Wisst ihr, wie ich das meine? Mit irgendeinem... Irgendetwas, nicht einfach nur ein Hey, Hallo, was läuft und so. Dann unbedingt so schnell wie möglich treffen. Und wenn man lang zusammen schreiben und so ein bisschen hin und her, bla, das wird nie etwas. Wenn du wirklich Nägel mit Köpfen machen willst, tust du zusammen schreiben und wenn du merkst, okay, das matcht, dann tut irgendjemand seinen ganzen Mut zusammennehmen und bitte nicht nur die Männer, sondern nochmal die Frauen. Und frage einfach, hey, hast du Lust, dann und dann etwas zu trinken? Und dann wird es recht schnell klar, ob jemand Interesse hat an dir hat oder nicht. Und wenn sie sagt, ja, dann ist ein Interesse schon mal Wenn sie sagt nein oder auch sagt, diese Woche ist jetzt ein bisschen schwierig, aber wir können nächste Woche schauen. Oder nächste Woche ist jetzt auch ein bisschen schwierig, wir können ja in 2 Wochen schauen. Dann ist, Mission abbrechen wird nichts. Wenn sie sich wieder meldet und auch Interesse zeigt, dann absolut in Ordnung. Aber wenn es immer so ein Verschieben ist, dann geht nicht, dann muss ich irgendwie Hamster füttern. Ihr wisst, was ich meine. Einfach dann, Elia, der Dating-Experte. Ja, müsst ihr wirklich. Halleluja, endlich sagt es mal einer, nicht immer wir Männer müssen den ersten Schritt machen. Ich finde das halt so, ich verstehe null. Erst hat mir ein Kollege, beziehungsweise mein bester Kollege hat mir erzählt, er ist mit seinen Kollegen irgendwie raus. Und dann hat es dort eine gehabt, die hat auf einen von seinen Kollegen das Auge geworfen. Ne? So. Und dann haben sie irgendwie voll zusammen geredet und der Kollege hat, glaube ich, gar nicht so viel Interesse an ihr. Und dann hat irgendwie sie ihm auf Insta gefolgt und er ihr auch zurück, weil sie sich irgendwie kennengelernt haben. So. Die ist sich dann wie beklagen, dass er sie ja gar nicht angeschrieben hat auf Insta. Und dann denke ich so, also warum schreibst du ihn nicht du einfach auf Instagram an? Egal ob Frau oder Mann, aber wenn ihr Interesse habt an einer Person, schreibt an, meldet euch melden, zeigt Interesse. Weil zum Teil die andere Person, die bekommt es im Fall gar nicht mit, über dass man Interesse hat. Wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch melden, schaut, ob auch Interesse rum ist. Und wenn kein Interesse rum ist, dann lasst es einfach sein. Aber ihr müsst Interesse zeigen, weil die andere Person, die gibt euch dann schon zu spüren, ob das Interesse von beiden Seiten kommt oder nicht. Und noch der beste Pro-Tipp, Achtung, tut doch einfach mal zusammen reden, Mann. Tut doch einfach sagen, dass du sie sympathisch findest. Oder sie sagt ihm, hey, ich finde den Fall noch sympathisch, wenn wir zusammen etwas trinken. Also die Welt wäre so einfacher, wenn man einfach hersteht und sagt, hey, finde ich sympathisch, würde ich gerne kennenlernen, komm, wir gehen zusammen einen Kaffee trinken. Die Welt wäre so viel einfacher, sind wir ehrlich. Bei mir hast du auch nie etwas gemerkt, sogar extra Podcast mit dir gestartet. Aber ich glaube nicht, dass ich der Messias bin in dem, sondern ich glaube einfach, jeder hat die Meinung, aber ich habe das Gefühl, es getrauen sich viel zu wenig so Zeug. Und ich glaube, viele haben auch Angst vor Ablehnung. Natürlich, Ablehnung ist nicht cool, aber dann hast du doch Gewissheit. Wenn du einen siehst und du denkst, okay, ja, der ist hübsch. Ich finde den hübsch, ich möchte den gerne näher kennenlernen. Oder ich finde den sympathisch, ich würde ihn gerne näher kennenlernen. Dann probier es doch aus. Probier es ganz aktiv aus, geh auf den zu, gib ihm das so zu spüren. Weil ich sage dir als Typ, es gibt kein besseres Gefühl, als du weißt, dass eine dich auch attraktiv findet. Es gibt dir einen Boost, wenn wir ehrlich sind. Also nicht im Sinne von einem Ego-Boost, sondern so, das gibt dir wirklich als Typ gibt es wirklich ein gutes Gefühl. Und dann, du wirst merken, ob er Bock hat oder nicht. Und wenn er keinen Bock hat, je früher, desto besser. Wenn du das weisst. Dann ist es nicht ein monatelanges Hin und Her. Steht er echt auf Mist, steht er nicht. Sondern du merkst es nicht. Du merkst es wirklich relativ schnell. Ja, aber wenn du mal die Eier hast und das machst, wirst du ausgelacht und sie reagiert einfach scheiße. Aber Niki, ganz ehrlich, dort ist auch so, scheiß drauf.
du hast es ja gewagt. Und auch ganz ehrlich, weil ich habe das Gefühl, das ist auch mehr bei den Jungen der Fall. Wenn du herstehst und Eier hast, so etwas zu fragen, vielleicht wirst du ausgegrenzt, aber ganz ehrlich, wer hat schon die Eier, das zu machen? Zieh einfach durchhalten. Also weißt du, scheißegal, was die anderen denken. Wenn du nie fragst, weisst du ja auch nie die Antwort. Ich habe lieber ein Nein, als ein ja, ich weiss nicht, oder ich weiss es einfach nicht. Finde ich. Ich würde es gerne machen, aber mit der ich am Schreiben bin, ist im Ausland für was ein Tipp. Oha, das Thema kommt wirklich ein bisschen deeper her, als ich denke. Da muss ich mehr Umstände wissen. Wie lange ist sie im Ausland? Lebt sie immer im Ausland? Ist sie nur ein Zeitchen im Ausland? Wie lange kennst du sie schon? Das ist alles ein bisschen, das spielt alles ein bisschen rein. Ich finde auch, weißt, wenn du mit jemandem etwas gehst, trinken und dann schreibt er oder sie, hey, ist im Fall cool gewesen, mit dir eins zu trinken, ich habe kein Interesse oder es ist im Fall easy gewesen. Das ist ja auch okay. Ich meine, klar, wenn es du dann anders siehst, ist es zwar schade, aber das ist doch gut, je früher dass du weißt, du nicht deine Zeit verschwenden an irgendetwas, oder? Etwas probiert, nicht gegangen, okay. Nächst. Ja, nein, wirklich. Ich muss noch mal schnell etwas auftischen, Chat. Jetzt kommt's. Es gibt eine Theorie, die ich aufgestellt habe unter meinen Kollegen. Und zwar, es geht darum, ich bin der Überzeugung, und ihr dürft mir jetzt gerne sagen, was ihr wollt, oder eure Meinung sagen, im Ausgang, Frauen haben, wenn sie die Ansprüche abschrauben, viel mehr Chancen bei jemandem zu landen als Männer. Wenn du als Mann in den Ausgang gehst, all deine Dinge abschraubst, kommst du nicht so schnell zu jemandem her. Also das ist meine Theorie und ich habe das auch schon einer Kollegin erzählt und sie so, nein. Als Frau, mega schwierig. Und ich so, ja, aber du musst ja auch, zum Teil weisst, kenne ich auch Frauen, die gehen in den Ausgang, die suchen sich auch nur die hübschesten 2 Meter Dudes aus, boah, so einen will ich, bei dem kann ich landen und dann so, ja, klappt nicht. Aber dann sage ich, ja, du musst deine Ansprüche absenken. Du darfst nicht den 2 Meter Dude nehmen, du musst an einen 1,80er Dude denken. Oder an solche Dudes wie mich, die nur 1,75 waren. Oder an solche Dudes wie der Maelo, die nur 1,60 oder 1,50 waren. Nein, okay, der Maelo ist noch kleiner. Aber, oder, und dann finde ich, wenn du diese Ansprüche gar nicht so hast, dann immer, als Frau, immer safe. Oha, Felix, willst du schon mitreden? Ein Müdi. Schau mal da, Felix. Das steht hier auf dem Tisch. Gell, ein Mikrofon, ja. Ich habe das Gefühl, als Mann ist es... Hallo, Felix. Ich habe das Gefühl, als Mann ist es einfach viel einfacher zu einer Gruppe Frauen gehen als umgekehrt. Findest du, Anna? Finde ich nicht. Oh. Schau ihn an. Er ist so ein Süßi. Ja. Ich hoffe, er hockt nicht. Er hockt nur halb auf meiner Taschentuch. Du bist so ein Süßi. Und er ist ein Schläfriger. Real Talk, Männer baggern immer zu fest. Immer regt mich so auf, darum gehe ich nicht mehr Ausgang. Das stimmt. Wus Eila, das stimmt. Ich finde, Männer sind im Ausgang zu penetrant. Aber was ich gar nicht haben ist das am Arsch wackeln. Oh mein Gott, das kann ich wirklich gar nicht haben. Oder auch wenn Frauen so im Ausgang ihren Arsch rausstrecken. Das ist auch schon bei mir passiert. Du bist so am Tanzen, dann kommt so eine Frau so vor dir her und du weißt jetzt nicht, was ist jetzt das? Ist jetzt das irgendein Paarungsversuch? Oder was ist jetzt das sonst irgendetwas? Oder ist es jetzt gar nichts? Und dann ist es so, ey, wenn du etwas von mir willst, dann red doch einfach mit mir. Sag einfach mal Hallo und so. Und was bei Männern wirklich so ist, sie gehen einfach viel zu nah dran her. Dort finde ich auch, im Ausgang hast du eigentlich gar kein Recht, Frauen anzulängen. Das ist eigentlich so etwas, was im Ausgang leider irgendwie toleriert wird, was wirklich so ein Männerding ist. Ich finde im Ausgang, Alter, du gehst nicht in den Ausgang Frauen anzulängen, du gehst auch nicht in den Ausgang schlägeln. So. Aber ja. Bro, sobald du zu einer Gruppe Frauen gehst, tun gerade alle anderen, außer die du ansprichst, so anfangen lachen und dann lässt du, das fickt halt übelst dein Selbstbewusstsein. Und dafür probierst du es. Ich meine, wenn du die ganze Zeit im Ecke stehst und rüber schaust, du hast es immerhin probiert. Außerdem, es kommt halt immer auch ein bisschen darauf an, was für eine Gruppe die Frauen du dir zu suchst. Und natürlich, am besten ist nicht eine Gruppe, sondern du tust sie gut einzeln ansprechen. Immer. Gell, Felix? Einzeln ansprechen. Gell, Felix, ja. Du, was machst du jetzt mit deinem Schwanz hier? Nein, tu das aber, das wollen wir nicht sehen im Stream hier. Nein, das wollen wir nicht sehen im Stream. Komm aber hier, komm. Felix hat nie eine Gruppe ansprechen. Nein, Felix hat nie eine Gruppe ansprechen. Ich habe immer das Gefühl, Männer dürfen vor allem im Ausgang nicht dazu stehen, dass auch eine dickere Frau attraktiv ist und müssen dann noch Witze machen darüber. Ja, dadurch sind Männer sicher auch Wichser, das ist so. Da sind die Männer leider noch nicht im Jahr 2020 gekommen. Das kann gut sein, ja. Einfach alles andere gemacht, außer auf Nadir Südenflug.